Wangen im Kanton Schweiz wohnt die Familie Schwendeler. Bis vor kurzem waren sie noch zu Australien daheim. Lina und Alex verbringen das Wochenende bei den Grosseltern. Ihre Eltern haben das erste Mal, seit sie in der Schweiz sind, wieder Zeit füreinander. Es ist wunderschön. Niemand brüllt oder beschwert sich. Es ist wirklich schön, eine ruhige Zeit zu haben. Bei der Familie Neck ist viel los. Ihr aktuelles Projekt ist eine Kartautobahn im Hallenstadion in Zürich. Wegen Corona ist das jetzt unterbrochen. Dafür haben sie wieder einmal Zeit für ihren Familiengottesdienst. In ganz vielen Ritualen und auch kleinen Sachen zeigt sich unser Glauben. Die Familie Helen-Basic lebt in Terwil im Kanton Basel-Land. Im Sommer ist der Andrea ihre Autogarage bei einem Brand zerstört worden. Seit langem geht sie wieder mal beim Brandplatz vorbei. Das ist gar nicht mehr da. Hat man nie denken, dass hier mal meine Garage gestanden ist. Ja. Das Auto von einem Kunden kann sie jetzt an ihren neuen Arbeitsplatz transportieren. 3 Familien, 3 Welten. Das ist SRF bei den Leuten Familiensache. Wangen, Kanton Schweiz. Es ist morgen am 7. Bei Schwendeler sind schon alle auf. Bye, Papa. Tschüss. Komm vorne. Tschüss. Schon gut. Schönen Tag. Ja? Seit gut einem halben Jahr leben sie jetzt in der Schweiz. Ciao miteinander. Ciao, Babe. Heute Morgen geht es auch für Christina los. Sie hat Sprechstunde mit einer Patientin in Australien, via Skype. Die Christina ist Psychologin. Erst seit kurzem weiss sie, dass ihr Abschluss in der Schweiz nicht gültig ist. Eine grosse Enttäuschung. Ich könnte mein Hochschulabschlusszeugnis einreichen, aber dann würden sie mich als Psychologin mit der Grundausbildung registrieren. So wie eine Neuabgängerin von der Uni mit 25. Ich muss ihnen mehr Informationen geben, damit sie wissen, dass ich schon über 15 Jahre als Psychologin arbeite. 15 years now. 7:35, 10 putzen Strählen. Kommt! Dort sind 2 Schüler. Ich sage immer ja. Und dann sagen sie, du bist dumm. Und ich sage ja. Hey, sag das nicht. Du bist nicht dumm, das ist klar. Brauchst du Hilfe? Heb die Ärmel. Ja, zieh es drüber. Hast du ein Liebli an? Zieh alles ab und leg ein Liebli drunter an. Ich stecke fest. Du musst dich daran gewöhnen. Du musst das lernen. Es ist so eiskalt. Bye, Alex. Und das drüber. Elena. Ich will nicht. Elina, du kannst nicht alles rausreißen. Das da. Leg es schnell an, wir müssen gehen. Das ist immer so mit der Elina. Seit sie ein Baby ist, hat sie Mühe mit Kleidern. Es ist Zeit zum Gehen, Schätzli. Welche Schuhe willst du? Okay. Cuddle? Let's walk. Komm, wir gehen. Ich bring dich noch runter zu der Tür. I'll just take you to the door downstairs, okay?
Ui, meine Füße sind kalt. Ich habe keine Socken an und keine Schuhe. Hier in der Schweiz ist Christina momentan vor allem Hausfrau und Mami. Oh, someone's wearing skis. Bye, Schatzi. Tschüss, ich habe dich gern. Bye. In Australien war das anders. Sie hat viel gearbeitet. Ein paar Patienten betreut sie auch noch von hier aus. Hi, we're on. Es funktioniert. Das erste Mal. For the first time. Yeah. Okay, bis bald. Tschüss. Bye. Videochats und Telefon sind zurzeit die einzige Möglichkeit für Christina, mit ihrer alten Heimat in Verbindung zu bleiben. I miss my friends. Ich vermisse meine Freunde von Newcastle. So we had Frida, Daph, Sita, Linda, Mel, Lisa. Can't rattle everyone else. Ich kann gar nicht alle aufzählen. Ich kenne sie schon seit ich 12 bin. Das ist eine starke Verbindung, wenn man sich schon so lange kennt. Ich vermisse die Umarmungen, den physischen Kontakt zu ihnen. Ich vermisse das wirklich. Die Freunde vermisst sie. Aber ein Grund, warum Christina in die Schweiz wollte, ist ihre Mutter. Von ihr braucht sie mehr Distanz. Ich musste immer die Stärkere sein. Sie ist amigs zusammengebrochen. Und das ist das, was man sieht, wenn ich meine Mutter am Flughafen verabschiede und umarme. Man sieht die starke Frau, die sich zusammennimmt, weil ich nicht spüre, dass sie das auch für mich machen könnte. Because I don't feel that she can do that for me. I don't think I could. Ich kann nicht brüllen und sie können sich um mich kümmern. Look after me. Ihre Eltern haben sich getrennt, als Christina ein Teenager war. Ihre Mutter hatte wegen dem einen Zusammenbruch. Seitdem hat sich Christina um sie gekümmert und war immer die Starke. Yeah, I think I had to make. Ich glaube, ich musste wirklich diesen Schritt machen. Learn to do that. I don't think I would have. Ich hätte in Australien nicht den Raum gehabt, mich zu lösen und Zeit. Ich hätte einfach weitergemacht und mich im Kreis gedreht. Terwil im Kanton Basel-Land. Andrea Helen wird von einem Freund daheim abgeholt. Bei dem, was sie heute vorhat, braucht sie Hilfe. Hey! Hi! Hallo? Hallo! Hey! Andrea ist Automechatronikerin und hat eine Garage zu laufen gehabt, bis ein Grossbrand vor einem halben Jahr alles zerstört hat. Der Pius ist seit vielen Jahren ein Kunde von ihr und fährt sie heute zurück zum Brandplatz. Andrea will dort Auto holen, das sie bald reparieren kann. Hey, weißt du, was mich Wunder nimmt? Ich bin niemand zu laufen jetzt. Weißt du, wie es dort aussieht jetzt echt? Die haben eigentlich schon abgerissen, oder noch nicht? Doch, die haben abgerissen, das weiss ich. Aber weißt, ich weiss nicht, wie das nachher wird und genau die Situation ist jetzt dort. Keine Ahnung. Spass, gell? Sie gehen Mario, der Mann von der Andrea, abholen. Er arbeitet in dieser Garage, wo die Andrea in einer Woche auch wieder anfängt. Als Selbstständige. Sie mietet dort einen Arbeitsplatz. Hallo. Die Fahrt zu ihrer alten Garage ist nicht einfach für die Andrea. Beim Brand letzten Sommer sind Auto und das ganze Inventar vor der Garage abbrennt. Und mit all dem zusammen auch viele Erinnerungen.
Ach du Scheiße. Das ganze Kinderecke, alles ist verbrannt. Alles, Mann. Es ist schlimmer, als ich gedacht habe. Das war's, ja. Zum Glück sind ein paar Kundenautos aussen gestanden und haben wahrscheinlich keine Brandschäden. Die können sie jetzt holen. Ach du Scheiße. Gar nicht mehr. He? Ist gar nicht mehr da. Hat man nie denken, dass hier mal meine Garage gestanden ist. Gar nicht. Parkplatz. Vor dran sind noch da. Und da war etwas da. Die Einfahrt teilweise. Es ist furchtbar, das jetzt so zu sehen. Auch nicht schön. Seit kurzem hat sie wieder eine Jobperspektive. Jetzt haben wir wieder zu tun. Jetzt haben wir wieder Arbeit, ja. Jetzt haben wir wieder Arbeit und können hier die Autos einmal übernehmen. Zum Bicinato über und auf Bad Wil. Und dann muss ich mal schauen, was Bestandesaufnahmen machen. Neu. Mal schauen, wie die jetzt zu Weg sind mittlerweile. Mal schauen, ob der anläuft. Ah, ja. Läuft immer. Ja, läuft immer. Achtung. Alpha läuft auch immer. Letztes Mal schon gelaufen, am Schluss läuft er wieder nicht. Ja, die Spatzen kannst du nicht richtig überbrücken. Hock du rein, ich da drauf heben. So wie letztes Mal, weißt du nicht mehr. Die haben jetzt sicher noch Standschäden. Schon. Ich muss schnell probieren, ob es geht. Der Muster ist schwach. Warte. Langsam mal Zündung an. Ja. Sogar die Scheibe wischen. Die Andrea hat seit der Geburt von der Lea Leisten- und Nabelbrüche. Darum waren schwere Arbeiten für sie tabu. Mit Physiotherapie baut sie ihre Bauchmuskulatur jetzt wieder auf. Sie sollte aber Säuferli dahinter. So, probieren wir es. Jetzt schön anstrengen. Von der Mitte aus. Es geht gut. Da geht es noch ein bisschen. Oh. Da geht es noch ein bisschen raus. Doch, der kommt. Der Bau, es geht gut. Doch, der kommt. Das ist super gemacht, Mutter. Also, tschüss. Langsam. Ja, so ist gut. Aber schön, jetzt kommst du langsam. Ja. Ja. Gut, es reicht. Sehr gut, genau so. Ein Auto nach dem anderen fahren sie jetzt in die neue Garage zu Bad Wil. Immerhin läuft's. Ja, das wird jetzt sicher mal eins der ersten Arbeiten von mir, dass ich dann mal auf den Lift nehme und dann mal schauen, was für Arbeiten zu machen sind dran. Und eventuell kann ich ein paar Sachen selber machen. Und ein paar Sachen sind vielleicht schwer für mich, wegen dem Lüpfen. Und dann muss ich vielleicht mit Mario zusammen das dann machen. In Dachsen im Kanton Zürich ist der Winter gekommen. Wegen Corona arbeitet Andi Neck in der Kartschür an seinem Kartauto und nicht im Hallenstadion in Zürich, wo jetzt eigentlich das grosse Projekt mit den Karts auf Eis würde laufen.
Wie es weitergeht, wissen wir nicht. Ja, ist jetzt recht blöd für uns. Wir haben geschaut, dass wir mit diesen Karts gut fahren auf dem Eis. Und so wie es jetzt im Moment aussieht, ja, haben wir wahrscheinlich keine Möglichkeit mehr, jetzt in dieser Saison auf dem Eis zu fahren. Ja, hallo. Gut, okay, bis nachher. Danke. Tschüss. Ciao, Iris. Sven, geht essen. Dann gut. So geht's. Wow. Wunderschön, hä? Ja. So, Hunger. Hallo. Guten Morgen, Ka. Laufst du im Schnee? Ja? Sind wir schlitteln? Hallo. Nein, noch nicht. Wir gehen heute Morgen schlitteln, Papi. Heute Nachmittag. Bei uns hat es eine Dachlawine gegeben. Oder ich weiß nicht wegen der, aber zumindest ist es dann einfach umgekippt. Und Papa, und unten dran war der Veloständer vom Velo, von den Velos. Und nachher ist hat der Gläser geschlagen. Oh. Also. Ja, Speise und Trank fürs tägliche Brot, wir danken dir, o Gott. Amen. So. Hast du keinen Käse? Nope, sorry. Was about that? Ich wollte keine Herren. Jetzt kannst du gar nicht drin tun. Der Stillstand des Kartprojekts bringt die Familie wieder näher zusammen. Also auf die einen Seite finde ich es schon auch eine kleine Enttäuschung, dass wir jetzt nicht weitermachen können und den Betrieb aufrechterhalten. Und auf der anderen Seite war es eine Pause, die wir als Familie auch dringend gebraucht haben. Es war mega streng vorher und die Kinder und ich und Andi auch sind am Anschlag gelaufen. Und ja, von dort her wäre es jetzt cool gewesen, wenn wir bis Ende Januar die Pause gehalten und jetzt hätten weitermachen dürfen. Aber ja, es ist jetzt halt, wie es ist. Und ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass das gut kommt. Irgendeinen Sinn wird das Ganze haben. Schon fertig? Auch die Kinder sind froh, dass der Stress weg ist. Also ich finde es sicher mega cool, weil es halt schon wir hatten recht wenig Zeit so alle zusammen und so, wenn wir am Mittagstisch waren, dass es wirklich irgendwie so lustig war, hat es halt schon recht gefällt. Oder wenn man am Abend irgendwie die Hilfe von Mama oder vom Papa gebraucht hat, wenn sie um die Schule gegangen ist, irgendwie, dann keine Ahnung, hat irgendwie, wir sind einfach irgendwie so komisch drauf gewesen und hat irgendwie einfach keine Motivation gehabt. Oder vor allem keine Kraft, um es zu machen. Und jetzt ist es wieder besser? Ja, habe ich gesagt. Könnt ihr heute Nachmittag schaufeln? Ja, heute Nachmittag machen wir was schlitteln. Nach dem Schlitteln? Dann bist du schon nass, dann kannst du gerade noch. Kannst du jetzt? Trotz dem Jahrhundert Schnee machen sich der Andi und der Sven auf den Weg ins Hallenstadion in Zürich. So schön, einfach eine weisse Strasse. Ja, wir haben noch ein paar offene Punkte. Wir wollen von 8 Karts auf 12 und nachher vielleicht auf 16 erweitern. Dann haben wir einen Umbau gemacht mit den Kabel. Das müssen wir jetzt einfach noch testen. Und dann haben wir noch einen Versuch mit der neuen Kurvenhalterung. Ja, das müssen wir jetzt testen, dass ich dann das Material bestellen kann. Ja, zwischen die bin ich schon frustriert.
Wir haben viel investiert und jetzt wir müssten eigentlich offen haben und Tickets verkaufen und Fahrten durchführen. Das können wir nicht. Nur 6 Tage lang war die Kartbahn für das Publikum offen und an jedem Tag ausgebucht. Seit 3 Wochen steht jetzt alles still. Schön, Karts mal wieder gesehen. Hey Jochi! Ciao! Und? Ja? Wenn wir mit diesen Kurven anfassen. Mhm. Ja, und ich denke, dass wir nachher mal alles durchtesten, schauen, ob es gut lenkt. Das, was wir jetzt gemacht haben mit Umrüsten, dass wir mit diesen Karts aufs Eis können, hat sich gelohnt, um zu zeigen, es macht eigentlich mega Spass. Schön wäre jetzt, wenn man es einfach länger machen könnte. Oh! Da hat er jetzt wieder ein bisschen geschoben. Und echt fest angezogen. Also es ist immer so ein Kompromiss finden zwischen Driften, das macht irgendwie ein bisschen Spass, aber Grip brauchst du auch. Und am Schluss haben die Eismeister einfach noch gern, wenn das Eis nicht ganz zerstört ist. Ja, also, was wir momentan probieren zu verhindern, der klassische, also wie der Hockeyspieler, der den Kribbel macht. Querstellt und dann spritzt. Und das passiert jetzt momentan mit einer Kurve. Das probieren wir zu vermeiden, dass sie eben schön mitlaufen und solche Zeichen geben wie hier. Und nicht so breit den queren Weg geschoben Kurve. Von mir aus gesehen, lenke ich beide mit. Ja. Sieht also viel besser aus, ja? Das Gefühl, auf dem Fahrverhalten her jetzt so aussieht, dass er nicht ausbricht, oder? Voll, voll. Also, zeichnet. Gut, gut. Ja, kommen wir raus. Siebne im Kanton Schwyz. Beim Grossvater Didi Schwendeler daheim. Viel Spass beim Didi, hä? Hey. Warte, Alex. Oh, Mami, Annika. Viel Spass beim Didi, hä? Have a good time. Und beim Grossi. Tschüss. Ciao. Tschüss. Have a good Macht's time. gut. Gleichfalls. Aufpassen, was Dummheiten machen. Ja. Tschüss. Die Christina oder Marcel geben die Kinder für das Wochenende ab. Zum ersten Mal seit langem haben sie wieder Zeit füreinander. Kalt. Kalt ist es. 0 Grad. Gehen wir Richtung Bündnerland und dann über den Bernardino Richtung Tessin. Also das Wochenende, da, wo wir das zweite haben, dürfen wir geniessen. Die Kinder sind jetzt beim Grossvater und beim Didi, beim Grossi und dann, ja. Das ist total wichtig. Essential. Ja, es braucht es also. Yeah. Braucht schon. Like you have to Du musst Zeit haben füreinander. Das kannst du nicht machen, wenn die Kinder rum sind. Vielleicht 5-10 Minuten oder eine halbe Stunde, wenn die Kinder im Bett sind. Auf dem Sofa. Ja. Ja. Die beiden sind seit über 12 Jahren ein Paar. Kennen tun sie sich noch viel länger. Bunnies, come out to play. I know it. Move on the yellow. So clean. Also, anlegen. Look. Yeah. Komm. Ich habe es eigentlich schön gefunden, jetzt, dass sie bei uns sind und miteinander können, ja, wenn wir laufen können, einfach da ein bisschen Dummheiten machen oder Fangis machen und probieren, den Didi zu verschrecken. Gut. Jetzt kann der Werner Zeit mit seinen Grosskindern Elina und Alex verbringen. Das hat ihm gefehlt, als sie noch zu Australien haben gewohnt. So, los geht's. Von Siebne fahren sie auf einen Wildberg im Kanton Zürich. Da gibt es einen Erlebnisweg für Kinder. Da steht zum Startposten. Das Ziel ist eigentlich jetzt, wenn das
wenn alles klappt, dass wir den Brötchenstell finden. Und nachher, dass wir ein bisschen bröteln und die Kinder auch ein bisschen beschäftigt sind mit dem Spielen. Das finde ich auch gut. Oh, das ist unser Tag auch gelaufen. Bis wir daheim kommen, sind sie wieder müde. Oh. Dakar ist mir Stockholm. Hey, nicht drauf Sydney, Australien. Hä? Oh. Oh. Nein! Magst du so schnell laufen? Jetzt hat die aber das Grosse verwünscht. Hä? Da bei mir darf man halt ein bisschen mehr als vielleicht daheim. Aber das ist ja früher schon so gewesen, es wird so bleiben. Das finde ich gut. Sonntagmorgen zu Taxen im Kanton Zürich. Bei der Familie Neck gibt es ein Spatz zum Morgen. Was? Immer ist ja richtig Next. Einfach schnell reden. Ich habe das Gefühl, das Aber aufgehört. mir ist noch ganz bleiben, ja. Next. Einfach schnell nur die Lupe. Mari. Oh. Well done. Der Sonntag ist in der Regel als Familientag reserviert. Wir geben uns eigentlich Mühe, um einen Tag zu nehmen, wo wir einfach auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen können. Und meistens ist es der Sonntag. Und ja, wir lesen auch meistens etwas noch in der Bibel, singen miteinander, tauschen aus. In ganz vielen Ritualen und ja, auch kleinen Sachen zeigt sich unser Glauben. Sie feiern lieber in der Familie. In die Kirche gehen sie nicht mehr. Wir sind auch so klassisch in einer Gemeinde und haben dann einfach gemerkt, dass wir haben gerade eine schwierige Zeit durchgemacht und ich habe auch kurz vor einem Burnout gestanden. Es ist viel gelaufen in der Familie und gemerkt, wir müssen einfach Ruhe in die Familie bringen. Und wenn wir dann auch noch am Sonntag, am Morgen mal rechtzeitig bereit stehen und in die Gemeinde gehen, dort auch mitarbeiten, das hat alles sein Gut, aber hier in dem Moment hat es einfach für uns als Familie nicht gestimmt. Und so ist dann das entstanden, dass wir dann so ein bisschen wie einen kleinen Gottesdienst daheim feiern. Gemeinsam musizieren ist einfach etwas, was eigentlich immer Freude macht, wo einem auch zusammenschweißt, wo einfach ein gutes Erlebnis auch ist. Und? Was noch? Parati. Parati. Oh. Oh, ja. Heute reden wir über Großzügigkeit. Wissen ihr, was das Wort bedeutet? Und? Großzügigkeit. Ja, genau. Die Iris redet mit den Kindern Englisch, weil sie in Südafrika ist aufgewachsen. Time. Zeit ist ein grosses Geschenk. A big gift. Man kann auch Geld geben. Praktische Hilfe. Wir sind keine Theologen oder so und wir wollen auch nicht da ein Theologiestudium machen. Wir sehen aber eigentlich, durch das auch, was wir mitbekommen haben in der Bibel, stehen ganz viele Sachen, die ich finde, die eigentlich ganz eine gute Ordnung geben fürs Zusammenleben.
Also das sind Liebe, Offenheit, respektvoller Umgang miteinander. Lieb den Nächsten wie dich selber. Und das beinhaltet eigentlich den Rest. Simpel, prägnant und das ist etwas, was wir so weitergeben wollen. Der Andi und Iris wollen ihren Kindern die Religion auch praktisch vorleben. Jeden Monat entscheidet die Familie, auf etwas bewusst zu verzichten. Es ist gar nicht so einfach, etwas Neues zu finden, oder? Nein. Das haben wir gehabt, auf reichhaltige Nacht verzichten, Süßgetränk verzichten. Kein Wintersalat. Ja, finde ich gut. Ja, Es muss etwas sein, das dir ein bisschen wehtut. Kein Salat essen tut dir ja nicht weh. Meistens ist es dann so, dass halt mal immer jemand anders trifft, wo es dann halt ein bisschen härter hat im Monat. Andi hat auch schon einen Monat lang auf sein Feierabendbier verzichtet. Ja, es ist... Das war her. Ja. You guys want to come to the kitchen? Ja. Okay. Hast du gesagt, schon mal Lust probiert? Ja, just a little bit. Du hast doch mal schon heute wäre eine Eröffnung. Ui, was ich gedacht Ja, stimmt. So, if we think of this as God's Wenn wir kingdom, sagen, das ist das Königreich von Gott bit of ourselves. und wir geben ein bisschen von uns, We give a little bit of ourselves. Wir müssen die Ohren zuheben. Ui. Oh, Ben. Cool. Kann ich den schon mal nein, da jetzt nicht. Warte jetzt. How that little we give. Das bisschen, das wir geben, verspricht Gott zu vervielfältigen. Ja. Wenn ich Zeit habe, um etwas vorzubereiten, dann ja, gibt es. Aber es gibt auch so in dem Sinne die langweiligen Sünde, wo man halt nur etwas lesen und diskutieren. Aber jetzt sind so Sachen, wo man gerade etwas in den Sinn kommt, drückt vielleicht dann auch so ein bisschen die Lehrerin durch. Yes, you can touch that. Wir müssen einfach nachher die Hände Ja. Bellinzona im Tessin. Oh, der Kälte ist. Christina und der Marcel machen einen Zwischenstopp. Ja. I take off the Ah, jacket ja, for natürlich. you. Of course. Yeah. Wie schön ist der rein. Wie sagen? Schau gut, ja. Schön. Wir haben vergessen alles. Dieses Wochenende Rucksack, Kappe. Cool. Cool, die nehme ich. Take it. 15. Ich habe kein Bargeld. Du hast kein Bargeld? Ah, du hast Karte? Okay, you need. Du brauchst sie mehr als ich. You need it first. Habt ihr Twint? No. Twins. Du hast you Twint? have twins. Ah, ich habe Twint, ja. Twint. Okay, ich gebe dir meine Telefonnummer. So. Ah. Das war einfach. No. Ah, it's so easy. Nein, nicht aus dem Grund. Ah, okay. Nur zum Zahlen. Ja. Der Marcel ist so. Er hat das gern. Yeah. Oh yeah. Das erste Mal haben sich die beiden zu Belize in Mittelamerika getroffen. Für Marcel war es Liebe auf den ersten Blick. Die Witze, die er gemacht hat. Er hat dauernd geflirtet und hat mir auch die Wäsche wollen. Es war unglaublich. Every single moment, it was incredible. He doesn't give up easily. So, schön warme Ohren. Ja, genau, ich auch. So, jetzt gehen wir weiter. Thank you. Grazie. You're hungry, yeah? Yeah, It's hot? I am. But what's that road? Okay, I get the picante. Yeah, it's very good. Yeah. Good. Ist gut. Ah. Oh. It's freezing cold. It's good though. Sie sind sich auf eine eher unkonventionelle Art schnell näher gekommen. Ja, es war einfach dann Deck und dann ich habe halt mal Heu gesagt, wie man sie so hat. Und bin ich halt so bin und dann haben wir uns dann halt schnell kennengelernt. In der Dusche. Ich habe geklopft, sie war am Duschen. Und ich habe geklopft und sie hat aufgemacht. Dann wir halt mal rein schauen. Und dann haben wir Duscher. Mm. Und so haben wir uns kennengelernt. Das war sehr schön. Das war sehr schön. Ja.
Zurück in die Deutschschweiz, zum Didi und den Grosskind. Der Alex hat gerne Servala. Das Trinken haben wir im Rucksack, gell? Im Rucksack, ja. Wie findest du, wenn du Schweizerdeutsch redest? Das ist German. Oh, good. Mir gefällt. Lovely. Well, Verstehst du viel? I think Ich glaube schon. a bit. Lina, noch ein bisschen Schweizerdeutsch lernen, gell? Es ist ein bisschen schade manchmal, aber ja, dass man es halt nicht so versteht. Oder einfach man muss halt ein paar Mal fragen, bis man dann weiss, was meint. Aber es kommt langsam, aber sicher, habe ich das Gefühl. Und der Alex hat sowieso recht Fortschritt gemacht, muss ich auch sagen. Und ja, etwa in einem Jahr sieht das wieder ganz anders aus. Ja, da kann man auch vielleicht noch anders unternehmen und alles Mögliche. Also das finde ich schön, ja. In Australien wäre es jetzt schön warm. Es ist kalt. Bleiben wir heim? Da. Ja. Ja. Oh, it's gonna hurt. Komm, Alex. Es ist wunderschön. Niemand streitet, niemand brüllt oder beschwert sich. Es ist schön, eine ruhige Zeit zu haben. Das Einleben in der Schweiz haben sich die beiden etwas einfacher vorgestellt. Vor allem Christina vermisst ihre australischen Freunde. Ich glaube, wenn wir jetzt so miteinander weg das Wochenende einfach geniessen und zusammen sein, dann merkt sie vielleicht auch, dass sie nicht allein da ist, dass wir halt eben Unterstützung miteinander geben. Das macht es dann einfacher für sie wahrscheinlich auch. Die Unterstützung ist der Christina viel wert. Es ist wirklich eine friedliche Beziehung. Und auch sehr intim und nah. Ich bin einfach entspannt und ruhig. Das ist Liebe. So fühlt sich das an. Das sagt alles. Ja. Frisürle. Willst du mal hier sitzen oder willst du? Leia hat heute Geburtstag. Ja, das ist halt schon etwas Besonderes. So der Tag für dich selber, wo du eine Rolle spielst und deine Eltern komplett alles für dich machen. So habe ich es in Erinnerung. Und das ist schon etwas Schönes, wenn sie einfach diesen Tag ganz besonders haben, von morgen bis zu oben. Ihren Tag. Die Andrea ist mit 2 Halbbrüdern aufgewachsen. Jetzt als Mami von 2 Mädchen hat sich die Automechatronikerin an neue Gebiete herentasten. Ich lege halt nicht so Wert auf so Frauendings. Ich kenne mich zu wenig aus mit Nagellack und Co. Ja. Aber das ist schon herzig. Das mache ich auch gerne. Das finde ich schön, wenn sie dann anheben. Das ist schon. Ja, bist gerade fertig, ich weiss. Das ist nicht so. Oh, jetzt ist es verlaufen und dann machen wir es halt so zusammen.
Mama. Zusammen. Ist okay. Willst du mal schauen? Im Spiegel? Gehst du mal im Spiegel? Gehst du spielen? Okay. Der Leia, ihre Schwester, die Miluscha, macht für jedes Kind, das zum Fest kommt, ein süßes Paltis. Ich tue Elisa ihr Päckchen füllen, dass sie auch etwas Süßes kriegt. Chef, wie sieht es aus? Sag mal. Das ist gut. So, heute aktuell Würstchen vom Grill, Brötchen vom Ofen. Hallo. Eine befreundete Familie mit 3 Mädchen ist der einzige Besuch, der eingeladen ist. Corona lässt kein grosses Fest zu. Ja. Wow. Was ist das? Leia! Wow, ein Schenkel. Ja. Sieh, jetzt darfst du rissen. Wir Futti gehören. Oh, was ist das? Eine Kaffeemaschine. Kleine Futti. Mal schnell, musst du aufpassen. Ja. Danke, Mama. Bitte, Schätzchen. Nimm jetzt auch noch auf. Ja, meine Kinder haben eigentlich schon alles. Sie brauchen gar nichts mehr. Ich habe jetzt einfach gemerkt, dass sie extrem gerne immer Kaffee gemacht hat für mich. Und durch das hatte ich die Idee, dass sie die Kaffeemaschine doch nicht brauchen kann. Wer geht hier rüber? Wer tut kochen? Leia, tut Miluscha helfen. Was haben wir heute? Hotdog. Hotdog haben wir heute. Hotdog. Darf ich bitte einen? Oh, schnell, schnell. Danke schön. Der Bruder von Leia oder Miluscha, der Nico, scheint es nicht zu stören, dass er der einzige Bub ist an dieser Party. Happy Birthday, liebe Leia. Happy Birthday to you. Kannst du ausblasen? Mach nochmal. Nochmal. Fertig. Schau nicht jetzt. So, jetzt. Uiuiui. Was ist das Kuchen? Ist das von mir und von Sie? Mhm. Ein Schoki. Mit der Leia ist noch mehr Leben in die Familie Helen-Basic gekommen. Das ist ein wunderbares Kind. Wir machen nur Seich, das ist ja etwas anderes als die anderen zwei. Ja, das sind 3 verschiedene Charaktere, die du herum hast. Super lustig. Du hast jeden Tag etwas zu tun, gell, Lea? Mhm. Wollen wir schminken, Kinder? Das nächste Mal lernt Andrea in der Physio richtig zu lüpfen. Das ist wichtig für einen Wiedereinstieg in den Job. Das Rad wegnehmen und wieder drauf tun, das ist etwas Grundsätzliches, was ich können muss. Und ich will einfach nicht falsch lüpfen und falsche Muskeln trainieren. Auf den Schnee in der Schweiz haben sich Schwendelers schon zu Australien gefreut. I feel happy. Ich bin richtig glücklich da. Es fühlt sich gut an. I really feel it. Das sehen nicht alle Familienmitglieder gleich. Ich möchte gerne wieder zurück. Die Kinder der Familie Neck kochen für die Mami ein Geburtstagsessen. Wenn
alle Kinder zusammenspannen, um so etwas Feines auf den Tisch zu bringen. Ja, das berührt mich gerade ein bisschen. Mega schön. Das alles und noch viel mehr Geschichten das nächste Mal bei SRF bei den Leuten Familiensache.